Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, Devil's Dark. Wir sind mit einem Durchsuchungsbefehl wieder hier am Bowls Club. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Nein, Sexby, du kannst mir nicht helfen. Armer Sir Charles. Ein Mord in seinem Club. Einfach schrecklich. Ja. Sind auch wieder ganz viele Gäste hier. Und das Blut liegt immer noch da. Nun ja. Aber wo ist die Statue? Ist sie etwa verschwunden? Ein abscheuliches Verbrechen. Die Statue, die ist weggerannt. Ja, ich habe es zwar nicht mit eigenen Augen gesehen. Doch, ich bin mir da ganz sicher, dass die weggerannt ist. Ja. Interessiert sie ja wahnsinnig gut. So, dann wollen wir mal hier diesen Herrn hier ansprechen. Sir Charles, ich habe einen Durchsuchungsbefehl und möchte einen Blick in das Clubhaus werfen. Gut. Hier, der Schlüssel. Aber ich protestiere. So, er protestiert. Warum protestiert er? Ich habe einen offiziellen Durchsuchungsbefehl und somit können wir in das Clubhaus rein. Stück soll durch den Speer der Statue gestorben sein. Warum Wer soll sagt die nicht? Polizei nichts? Wir haben das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Ja, die Polizei kann auch noch nichts sagen, weil sie gar noch nichts weiß. So, Schlüssel passt und willkommen zu Hause. Boah, okay. Ja, alles Schmuck und so weiter. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Bromsby. Bromsby, okay. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Blinkhorn. Blinkhorn. Cooler Name. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Smith. Smith. Oh. Ja, also Kunstgegenstände. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Sutherland. Aber alles Verstorbene hier. Also, was ist denn das für ein Club, ey? Die Sammlung des verstorbenen Mr. Robert. Okay, Mr. Robert. Aber ich verstehe nicht, warum alles immer Tote. Da wurde mal... Entschuldigung, falsche Taste gewesen. Sehr geehrter Sir Charles, hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass wir eine weitere Tranche auf das Konto Ihres Clubs überwiesen haben. Allerdings wurde aufgrund früherer Verzüge die Zahlungsperiode auf einen Monat und die Kreditsumme auf 1000 Pfund reduziert. Falls Sie weitere Informationen über Ihr Konto benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Direktor unserer Bank, Mr. Blake, Buchhalter bei der Lloyds Bank. Okay, scheint so, als hätte er ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Juwelier, Ness und Söhne, Sir Charles Yellingham. Wir bestätigen den Erhalt Ihres Verkaufsgegenstandes, ein 458 Gramm schwerer Teil einer Massivgoldstatue aus Guatemala. Wir erklären uns damit einverstanden, diesen Gegenstand zu erwerben. Der fällige Betrag wird innerhalb von 48 Stunden nach Zustellung dieses Briefes gezahlt werden. Obwohl diese Transaktion vollkommen legal ist, versichern wir Ihnen, dass die gesamte Angelegenheit vertraulich behandelt werden soll. Aber natürlich, ich lasse auch den Brief auch gar nicht auf dem Tisch liegen und ich lese sie auch nicht. Charles Yellingham hat eine große Familie. Ja, kann man so sagen, ne? Der 50. Geburtstag von Lord Stevenson. Aha. Waren nicht so viele Gäste da, ne? Ah, Sir Charles war einst Hauptmann der Armee. So, irgendwie hat das alles mit Armee zu tun.
Och, da liegt ja auch noch ein Schreiben. Yellingham, ich habe es hier schon vor allen gesagt. Sie dürfen den Kalender nicht weggeben. Ich will ihn untersuchen. Wir müssen noch vor der Preisverleihung darüber reden. Ich habe die anderen Personen bereits über diese Sache in Kenntnis gesetzt. Zacharias Greystock. Aha. Okay. Eine Nachricht an Sir Charles von Zacharias Greystoke, dem Opfer. Interessant. Fakten über Tat. Sir Charles. Genau. Vorbereitet. Sir Charles hatte die Zeit und die Gelegenheit, sich auf den Besuch seines Opfers vorzubereiten. Das stimmt allerdings. Aber warum sollte er so einen Speer werfen? Boah. Für Mr. Oliver, Geschäftsführer von Royal Parties. Zwecks Organisation der Feierlichkeiten im Zuge der Preisverleihung unseres Bros Clubs. Die Bestellung für die Abendveranstaltung: erstens 20 Kisten Champagner, zweitens Restaurantabendessen für 40 Personen, drittens musikalische Ensemble für die Unterhaltung, viertens 30 Blumenarrangements als Tischdekoration, fünftens Einladungskarten für die Gäste. Ich weiß, dass das recht kostspielig werden wird, aber bitte gewähren Sie mir eine vertretbare Frist, nach der die Zahlung erfolgen soll. Wie wir das ja bereits beim letzten Großauftrag gemacht haben. Vielen Dank im Voraus. Okay, das sind so Organisationssachen. An Sir Charles Gillingham von Brittany Lovelace, leitende Buchhalterin bei der Loyalty Bank. Sehr geehrter Herr Sir Charles, unseren Unterlagen zufolge sind Sie erneut im Verzug mit der Zahlung Ihrer Kreditraten an uns, und das zum 4. Mal. Jede Zahlungsverzögerung führt zu einer Strafgebühr von $7 und 10 Schilling oder sowas. Nach eingehender Beratung stimmen wir Ihrem Vorschlag zu, einen Teil der Sammlung Ihres Clubs in Zahlung zu nehmen. Die Objekte werden in einer privaten Auktion versteigert und der gesamte Erlös wird mit Ihrem Kredit aufgerechnet. Okay, Sir Charles hat also Kreditschulden. Interessant. Der Club kann offensichtlich seine Bankschulden nicht zurückzahlen. Ja, und dann bringt man einfach einen Menschen im Club. Ob das jetzt wirklich geschickt ist für das Versicherungsverhältnis? Ich bin gespannt. So. So. Noch mehr Bilder. Zacharias Greystoke. Wer dieser Mann wohl ist? Ja, das frage ich mich auch. Das ist Sir Charles Yellingham, der Direktor des Clubs. Aber wer das ist, na, das bleibt ein Rätsel. Mal schauen, was es sonst noch so gibt. Dieser Metallglobus ist Oh, was denn das? Einige Teile fehlen. Einige Teile fehlen. Ja, nee. Liegen das sicher irgendwo. Oh, meine Ohren. Das ist wohl ein Teil einer Statue aus Guatemala. Aus massivem Gold. Das ist ein Vermögen wert. Was macht denn das hier?
Dieses Stück wurde sauber und gekonnt abgesägt. Das ist ein Stück von der Statue. Ich glaube Diese langsam, Antiquitäten sehen wertvoll aus. dass sich die Statue nur gerecht hat an der Person. Diese Truhen wurden kürzlich geliefert. Sie stammen aus der Sammlung von Zacharias Greystoke. Interessant, alle Besitzer dieser Sammlungen sind verstorben. Das ist wahr. Hat er jetzt eventuell der Ermordete eventuell irgendwas damit zu tun? Zu viel Wert gegen Sachen, dass er sterben musste? Sir Charles wollte, dass Greystoke stirbt, um seine Sammlung zu halten und verkaufen zu können. Sir Charles hätte jede andere Sammlung aus dem Club verkaufen können. Nee, für mich kommt das in die Frage. Oh. So, mal schauen, was wir noch so finden. Ein Globus, der sich ewig dreht. Das halt gar nicht dreht. Boah, ey. Ich hätte mir jetzt mehr erhofft hier drin, ehrlich gesagt. Aber ja, gehen wir mal wieder raus. Mal schauen, was der Charles dazu zu sagen hat. Die Anwesenheit des Opfers. Sir Charles, Sie sagten, dass Sie nicht wüssten, warum Mr. Greystoke zu solch später Stunde hier war. Genau, ich habe keine Ahnung. Telegramm, Durchsuchungsbefehl, Maya-Kalender, der Schlüssel für Clubhaus. Poh. Aber Mr. Greystoke hat Ihnen geschrieben, dass er zusammen mit einer weiteren Person vorbeikommen würde. Ah, nun ja, das stimmt. Er hatte sehr viel Aufhebens um den Maya-Kalender gemacht. Daher wollte er mich vor der Siegerehrung sehen. Aber ich weiß nicht, was er genau wollte oder wer diese weitere Person ist, von der er sprach. Eine feine Sammlung, jedoch mit einer verstörenden Gemeinsamkeit. Oh, alle Stücke stammen von unseren Mitgliedern. Alle Stücke stammen von unseren Mitgliedern. Maya, Schlüssel für Club, Postenspende. Aber nur von verstorbenen Mitgliedern, auch von Mr. Greystoke. Ja, aber es ist eine Clubvorschrift, dass alle unsere Mitglieder ihre Sammlungen im traurigen Falle ihres Ablebens uns vermachen. Boah, was denn für das für eine... Okay. Ein Mord. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Ja, ein Mord in eurem Club. Okay. Der Charles und Joachim gerade besitzen je einen Teil einer Goldstatue. Der Club hat Schulden bei der Loyalty Bank. Sir Charles hatte vor, einen Teil der Schulden mit der antiken Sammlung eines verstorbenen Clubmitglieds zu begleichen. Sir Charles hatte ein Telegramm von Greystoke erhalten, in dem dieser seine Absichten mitteilte, vor der Preisverleihung zum Club kommen zu wollen. Der Schlüssel für die Tür des Clubhauses vom Bowls Club des Archäologischen Instituts von London. Ja. Durchsuchen Sie das Clubhaus. Das Clubhaus ist also noch nicht fertig. Oh je. Viel habe ich gar nicht wirklich gefunden, ehrlich gesagt. Ich muss vielleicht mit diesem Blick hier noch rein. Ach, ich vergesse immer, dass es nicht neutral Leertaste ist. Nein. So. Wollen wir mal schauen, was dieser Blick alles so findet. Nichts, nichts, nichts. Gar nichts. Ja.
Hat geläutet. Wer läutet denn jetzt? Ich kann jetzt nicht. Oh. Nö, hier finde ich nichts mehr. Hier finde ich jetzt nichts mehr. Nö, auch. In diesem Blick finde ich nichts. Hm. Hast du vom Schreibtisch aus einen Blick nach draußen? Nein. Hinter der Bar vielleicht. Aber hier komme ich nicht dahinter. Irgendwas habe ich hier noch. Ah, da. Guatemala 1881. Sieht nicht wie ein Bowls-Turnier aus. Nö, gar nicht. Leere Das Stelle. Bild sieht beschädigt aus oder aber bearbeitet. Ich nehme es mit. Sieht bearbeitet aus. Okay. Ja, da haben wir alles. Ha. Unglaublich. So, gehen wir nochmal runter zu Herr Charles. Schauen wir mal, was er so sagt. Ein Mord. In meinem Ja, Club. immer noch Da Standard. geht er hin, Halt's Maul unser guter jetzt. Ruf. Wir sind ja schon dran. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Nein, heute nicht. So, dann wollen wir mal nach Hause und die ganzen Sachen untersuchen. Wegherleitung, mal schauen. Fakten über... Nein. So, okay, gut. Mit dem Bild verabschiede ich... Nee, mit dem nicht. So, mit dem Bild verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. War eine kurze Folge, aber dafür eine spannende Folge. Ja, bis dann. Tschüss.